Hat Joni schon gesagt, hey, es ist wirklich cool und wir gehen heute miteinander in das Thema rein. Rechnet sich Ostern oder könnte man sagen, lohnt sich Ostern überhaupt? Und da schauen wir miteinander ein bisschen rein, aber ich kann jetzt schon sagen, mit dem Marco und seiner Band auf der Bühne, mit dem Country-Feeling, da kann es ja nur gut kommen an Ostern. Und ich weiss, ich bin so ein halber Country-Fan, ich kann nicht Country singen, aber so einen Hut haben wir mal gekauft in Amerika. Und wenn ich da die Sounds höre, und ich da sitze und meine Äugel zumache, dann sehe ich mich am Lagerfeuer. Ja, wirklich. Ja, ich lache jetzt, oder? Und hinten dran hat es Rössli, Wieher oder so. Und es ist wirklich bei denen und so das Licht, der Abenddämmerung spiegelt sich im Gesicht von diesen Leuten, von dem Feuer und man sitzt dort und heulet noch ein Kojote hinten dran und so. Und das ist so das Country-Feeling, oder? Das ist das, wo ich, wenn ich diesen Sound höre, einfach voll mitgegangen. Und man sitzt ja nicht allein an dem Lagerfeuer, oder? Sondern man sitzt eben mit der Family dort, mit den Leuten und so, vielleicht mit dem Sohn oder mit deiner Tochter. Und irgendwann fragt deine Tochter, dein Sohn, die Frage aller Fragen. Du, wie funktioniert eigentlich die Welt? Und dann bist du da, hast deinen Cowboy-Hut an und du gibst eine Antwort. Wie funktioniert die Welt? Oder das sind ja genau die Augenblicke, wo man sagt, hey, da kommen die tiefen Fragen am Lagerfeuer. Wenn wir einmal mit den Männern dort hocken, dann geht es dort ab. Und dann kommt die Frage am Papi. Hey, wie läuft das Leben? Und da gibt es eine Gleichung, die ich euch mitgebracht habe, um zum Leben zu erklären. A plus L gleich E. Wir rechnen ja ein bisschen, oder? Wir wollen ja wissen, rechnet sich Ostern. Und dann würde ich sagen, also von meiner Seite her würde das kommen, schau, lieber Sohn, die ersten 20 Jahre gehst du in die Schule. Schaust, dass du gute Noten nachher bringst, ich sage das. Und dann suchst du eine gute Lehre. Oder ein Studium, wenn du es wirklich gut machst, oder? Und dann gehst du weiter und auf jeden Fall, egal, wenn das Studium super, oder? Wenn es die Lehre ist, dann auf jeden Fall Berufsmatur, oder? Also da machst du mal ein bisschen so etwas, oder? Und dann, wenn du das fertig hast, vielleicht noch eine höhere Fachschule, wenn du den Lehrabschluss hast, du hast Berufsmatur, dann machst du HF oder FH, die verwechseln immer da, Hochschule, höhere Fachschule, wie auch immer, oder? Und dann machst du das. Und dann hast du die ersten 20 Jahre von deinem Leben sind schon schwupps vorbei. Dann kommen nochmal 10 Jahre, liebe Sohn, liebe Tochter. Und da suchst du ein gutes Praktikum, ich sage es dir. Da schaue ich noch für dich, oder? Und dann suchst du einen guten Job, da schauen wir zusammen noch nach einer coolen Firma und so, dass du da irgendwo reinkommst und so weiter, eine gute Stelle hast. Dann machst du eine Weiterbildung, oder? Man spezialisiert sich doch irgendwie, oder? In die Richtung hinein, dass du dort wirklich ein Fachmann bist, wo du drin bist, und dann gibst du Vollgas, oder? Weiterbildung. Und dann schaust du am Schluss, wenn du das so ein bisschen durch hast, so nach 4 Jahren wechselst du noch einmal die Stelle, oder? Dass du einen guten Job hast mit gutem Verdienst. Und dann zum Schluss sage ich dir, liebe Tochter, dann schaffst du dich in dieser Firma auf. Lieber Sohn, du gibst dir Mühe und dann sparst du fürs Alter. Ja, suchst du einen Partner, eine Partnerin, oder? Suchst und schaust mit Kind und dann gibt es das Häuschen und dann gibt es den weißen Gartenhagen rundherum, oder? Dann kannst du auch ein Pickup leisten und so weiter. Ein bisschen Ferien in Amerika mit dem Wohnmobil kannst du zu den Country-Leuten durchcruisen. Das wäre etwa das, oder? Was ich meinem Kind so würde sagen. Also, meine Gleichung ist einfach, oder? Ausbildung plus Leistung gibt Erfolg. Würde man doch sagen, dass das etwa hinkommt. So funktioniert die Schweiz. Ich habe das ein klein eingeimpft bekommen, oder? Die guten Noten und dann das und das und das. Ich habe ein paar Fehler gemacht und so weiter, aber das ist ja gleich. Aber so funktioniert die Schweiz. So funktioniert die Welt. Ich weiß nicht überall, ist schon klar, oder? Und nicht in jedem Bereich und so, aber so ungefähr. Bringen wir es doch unseren Kindern bei oder lernen wir es, oder? Du musst leisten und dann gibt es Erfolg. Gehen wir wieder zurück zum Lagerfeuer. Es ist immer noch die Stimmung, du hast das alles erklärt, es ist wunderschön, Country-Musik im Hintergrund, wirklich alles gut. Und dann kommt so eine zweite Frage. Du Mami, wie ist eigentlich Gott so? Ich meine, jetzt hast du vorher schon eine schwierige Frage gestellt, oder? Und jetzt nochmal eine. Können wir nicht einfach das Feuerchen geniessen? Nein, Mami, es nimmt mich jetzt Wunder. Wie würdest du sagen, Gott? Wie funktioniert denn das so?
Und wären wir in dem Augenblick nicht versucht zu sagen, du, die ganze Welt funktioniert nach Ausbildung plus Leistung gleich Erfolg, würden wir dann nicht versucht sein und sagen, ja, du musst einfach genug beten, genug machen, genug tun und dann vielleicht ist dann Gott und Liebe mit dir. Und ich will euch das mal kurz da aufzeichnen, was man es versucht wäre zu sagen, oder? Wenn man jetzt da oben, da hätten wir die Ebene von Gott, oder? Und da unten haben wir den Mensch. Ja, das kommt hier, oder? Und dann erklärst du ihm, das ist schon mal nichts, zum Glück habe ich 3 Schreiber dabei. Und dann erklärst du ihm, das ist deine Sache, oder du musst ein bisschen leisten. Wie nennt man das im Frommdeutsch? Opfer. Du musst ein bisschen etwas opfern, ein bisschen etwas geben, oder? Vielleicht eine Zehnte oder so, Geld, vielleicht Zeit, Einsatz vielleicht. Das wären wir doch vielleicht versucht zu sagen. Ja, und Gegenleistung ist ja klar, oder? Gegenleistung da von dem Gott zu mir wieder, oder? Das nennt man dann wie Segen. Oder das wäre dann Segen und das wäre dann Glück, dass die Stelle dann auch findest, oder? Erfolg, dass genau du befördert wirst und so weiter. Und das ist so ein Kreislauf, oder? Wenn wir jetzt da noch schönes 3 einige Gott, tue ich jetzt einmal da aufzeichnen, aber eigentlich ist es bei allen Religionen doch ein bisschen so, wo man das Gefühl hat, du, das ist doch das, so funktioniert die Welt auch im Religiösen. Und es ist bei den Griechen so gewesen, es ist bei den Römern so gewesen, die Götter haben einfach ein bisschen anders geheißen, oder? Wenn ich jetzt ein Römer wäre und hätte müssen übers Meer fahren, dann hätte ich gesagt, Neptun, du, dir bringe ein Opfer da, oder? Und dann gehst du auf dein Bötchen, auf deine Reise und dann fährt es an stürmen und du unterwegs denkst, Neptun, was ist jetzt los? Ich habe dich doch geopfert, jetzt erwarte ich doch dein Segen. Ja gut, vielleicht ist es nicht der Neptun, vielleicht ist es ja ein Grieche. Ich bin ja im griechischen Meer. Okay, dann muss ich ja nicht den Neptun anfragen, sondern den Poseidon, oder? Oh, sorry, Entschuldigung, ich habe den falsch jetzt. Und die haben jetzt vergessen zu opfern. Das ist ein riesen Zeug, oder? Aber ihr merkt, das kennen wir. Das hat wieder mit dem frommen Leisten zu tun. Und auch in Freikirchen, dann ist das vielleicht manchmal ein bisschen verbreitet. Man sagt, ja, du musst einfach genug Bibel lesen, genug beten. Ja, dann geht es schon. Mach weiter, dann kommt der Segen, oder? Und vielleicht bist du gefangen in diesem System ein Stück weit. Ob wirtschaftlich, im Leisten, oder vielleicht auch im Religiösen drin, dass du merkst, ja, ich muss da gehen und machen und tun und erwarte dann etwas. Das Problem ist dann erst, wenn da nichts kommt. Dann, oder sage ich, Gott, wo bist du und warum hast du nicht und ich habe doch und du hast nicht und boah, oder? Und das funktioniert meistens ein bisschen so, oder passiert halt, du, so ein Helm gibt noch warm, du, ich tue dir mal. Ja, dein ist ein Helm, der ist steinhart, das habe ich gar nicht gewusst, da ich mit meinem Strohhütchen, das ist da schön flexibel, aber seine, genau. Ja, hey, und dann sind wir da drin. Und dann sehen wir da den dreieinigen Gott. Und der sagt, du weißt was ist denn das für ein System? Das habt ihr erfunden. Ich habe euch das nie erklärt. Vielleicht hat das ein Poseidon erklärt. Und da oben können es ja verschiedene Götter haben. Ich habe jetzt römische und griechische genommen, aber es könnte ja auch dein Erfolg sein, zum Beispiel da echt, oder? Dass der da würde aufrutschen und sagst, ich opfere alles, damit ich Erfolg habe. Sogar meine Familie. Und dann ist deine Familie das Opfer, oder? Und so merken wir, die Götter da oben können ganz verschiedene Namen haben. Ich habe ein Dreieck gemacht wegen dem dreieinigen Gott, über den können wir nämlich noch ein bisschen schwätzen. Weil der dreieinige Gott, der sich in der Bibel vorstellt, der will das überhaupt nicht. Ich weiß ja nicht, in welcher Bibel ihr leset, aber in meiner Bibel steht nicht ein bisschen von dem Kreislauf. Dass ich etwas geben muss und dann kommt nachher ein Segen rein. Das haben wir manchmal schon so ein bisschen erfunden, weil wir halt in dieser Leistungsgesellschaft groß geworden sind. Und er sagt dann auch, du, schau, wir gehören alle Goldminen, oder? Was willst du mir denn noch geben, was ich könnte brauchen?
Zum Beispiel möchte ich da sagen, ein Papi schenkt seiner Tochter oder so, ja doch, seiner Tochter so ein Babywägeli, so mit einem Baby drin und so, mit Kleidli und allem wunderbar. Und es kann die ganzen Nachmittag spielen und es ist ein Geschenk, wunderbar, vielleicht auf Ostern sogar, coole Sachen und so weiter. Und dann, 2 Tage später, kommt die Tochter und sagt, du Papi, hey, schau mal, ich schenke dir meinen Babywagen da, den ich bekommen habe von dir. Ich gebe ihn dir, damit du ein lieber Papi bist. Dann denkt der Papi, wie? Du hast etwas von dem Geschenk nicht begriffen. Ich will doch das gar nicht, das habe ich dir ja gegeben. Du sollst Freude haben daran. Das ist das Ziel von dem Geschenkli. Und genau so können wir Gott gar nichts liefern. Und die halbe Bibel steht davon, hey, was wollt ihr mir denn liefern? Ich bin der Schöpfer von Himmel und Erde und ich könnte das nochmal machen, wenn es sein müsste. Ich kann alles. Gott sagt, ich will etwas ganz anderes von dir. Ich will mit dir in einer Beziehung leben. Ich will mit dir den Alltag teilen. Ich will mit dir ein Vertrauensverhältnis, eventuell sogar ein Liebensverhältnis. Das klingt jetzt ein bisschen, aber so in die Richtung, oder? Er sagt, hey, weißt du was? Ich gebe dir mein Herz. Und oder? Da geht nicht so der Kreislauf da, sondern es geht eigentlich ein direkter Kreislauf zum Mensch, wo er sagt, dass er das will. Oder? Und er sagt, weißt du was, ich gebe dir mein Herz drin. Ich will nichts da von diesen Sachen vom Kreislauf aus, sondern ich, der lebendige Gott, der dreieinige Gott, will dir mein Herz geben und ich fordere dich auf. Jetzt muss ich da ein kleines Herz zeigen. So. Ich fordere dich auf, dass du mir dein Herz auch gibst. Dass das eine Beziehung kann sein, ein Anteil am Leben von Gott, aber auch Gott am Mensch. Und das ist halt, wir müssen jemandem vertrauen, das ist immer so ein bisschen, soll ich jetzt? Und wer macht den ersten Schritt und so in einer Beziehung und so? Und Gott macht den ersten Schritt in einer Beziehung. Er schickt seinen Sohn. Und er predigt und er tut Wunder und lebt noch und er zeigt eigentlich, wie der Vater ist. Und je mehr, dass Jesus redet, je klarer wird, dass der Kreislauf da und da für nichts ist. Er sagt uns ganz klar, hey, der da. Um das geht es gar nicht. Es geht um Beziehung. Es geht um eine Liebesbeziehung zwischen Gott und einem Mensch. Und wisst ihr was? Er sagt auch etwas ganz klar. Du hast dein Ziel verfehlt mit deinem Leben, wenn du anfängst, Gott mit Überleistung zu begehen. Er hat uns unser Leben gegeben. Das Leben geschenkt, dir und mir. Und dann brauchen wir es, um irgendda etwas reinleisten und machen und probieren das. Und er sagt, das hast du das Ziel verfehlt. Das Leben, dein Leben ist das Ziel verfehlt, wenn du da rein Opfer probierst, mit mir irgendwie das zu machen. Das ist nicht das, was ich will. Das ist eine Zielverfehlung. Und so ist Gott der uns das Leben schenkt und wir verfehlen das Ziel damit. Und wir machen noch viel Schlimmeres. Schauen in die Welt raus. Mit unserem Leben verurteilen wir andere, beuten sie aus, sind hässig und streiten und unversöhnlich und so weiter. Und das sind alles Sachen, die wir da auch noch aufentun könnten. Wo wir vielleicht sagen, ja, mit diesen Sachen probiere ich auch, irgendetwas zu erreichen. Vielleicht Erfolg und dann drücke ich mal alle anderen ab und so weiter. Und dann merkt man, das ist Zielverfehlung. Du und ich, wir haben unser Ziel verfehlt eigentlich mit unserem Leben. Und das coole griechische Wort da drin für Zielverfehlung kann man eben auch als Sünde übersetzen. Und das ist das, was die Bibel davon redet, wenn sie Sünde meint. Die meint, hey, wir haben unser Ziel verfehlt. Und das kommt ziemlich klar raus, wenn Jesus kommt und er redet. Und ich sage jetzt mal nochmal das Beispiel. Wir haben wieder den Papi, wir haben die Tochter. Das mit dem Babywägeli hat nicht funktioniert, neues Geschenkli. Jetzt gibt es Schreiber. Ein ganz Karandasch, oder? So richtig schön, ihr kennt die, oder? Da kommt das Mädchen und so einen Karandasch-Schreiberkiste über. Und das Ziel davon wäre ja eine wunderschöne Zeichnung fürs Mami. Jetzt geht der Papi fort, wo er heimkommt, die ganze Wand. Schon schön, oder? Irgendwie für ein 10-jähriges oder 6-jähriges Mädchen. Schon irgendwie schön, aber das Ziel nicht ganz getroffen, oder? Was macht ein guter Vater? Easy, hey, ist nicht so schlimm, jetzt haben wir halt ein bisschen neu und so, kein Problem. Ein guter Vater
Da zitiert sein Mädchen her, seinen Sohn her und sagt, du, so ist es nicht gedacht. Und du weißt, dass man da, ich habe dir sogar zu den Schreiber noch Blatt Papier geschenkt. Du weißt doch, dass man nicht an die Wände malen, das setzt etwas. Und zwar da ist ein Lumpen und da hast du ein bisschen Spritzmittel, also ich meine das da zum Putzen und so. Und jetzt hast du eine Stunde Zeit, das ist die Strafe, die du hast. Und es ist klar, wenn das Ziel verfehlt wird, setzt es etwas, dann folgt eine Strafe, das ist ganz klar. Das ist beim Papi klar und jeder würde sagen, du bist ein guter Papi, du gibst ihm mal ein bisschen, oder, wenn es trötzelt und Zeug und Sachen, das muss man, das ist Erziehung, das ist ein guter Papi, wenn er das erzieht. Und genauso ist es bei Gott und unserer Zielverfehlung im Leben. Es zieht Konsequenzen mit sich. Und er sagt, schau, ich bin ein guter Papi, ich bin ein guter Gott und darum sage ich, es gibt eine Strafe. Für unser zielverfehlte Handeln. Vielleicht für diesen Kreislauf, aber auch für die Sachen, die ich sonst noch gesagt habe, mit Hass und nicht. Da gibt es etwas, es gibt eine Strafe. Aber das muss ich machen, weil ich bin ein heiliger Gott, ich muss es einfach machen, weil ich bin ein guter Vater. Aber weißt du was? Ich helfe dir oder ich zahle sogar die Schuld selber. Und der Papi sagt, weißt du, also ich putze die Wände für dich. Und das ist genau das, was Gott dann auch gemacht hat. Er hat gesagt, weißt du was? Ich zahle die Strafe selber. Und Jesus Christus ist darum ans Kreuz. Und das ist der Karfreitag. Das ist der Punkt, wo er sagt, so, ich muss ja da für die Fehlverhalten, für das Zielverfehlung eine Strafe setzen. Und Jesus Christus zeigt sein Herz in dem hinein, dass er sagt, und ich zahle aber auch die Schuld. Und das ist die Liebeszeichen, ein Liebesbeweis Gottes. Das ist das, was er als erstes sein Herz zeigt für die Beziehung für uns. Und wir können auf das einsteigen und ihm unser Herz schenken, so dass wir dann die Beziehung haben. Und darum habe ich ja eine weitere Gleichung mitgenommen für euch, für das nächste Ding. Für die Story, die Lieblingsstory von mir aus der Bibel, die ich euch noch zeigen möchte. Und zwar geht es dort, ich kann es mal einblenden, genau, geht es dort um einen Weinstock und eine Rebe. Und das steht im Johannes 15, das will ich euch da mitnehmen. Da sagt Jesus nämlich, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Das finde ich einen coolen Teil, weil da wird so ein bisschen die Hierarchie im Himmel gezeigt. Oder? Wir haben Jesus. Da habe ich es. Oh, das ist ein rechter Trübel, du. Das ist schon ein guter Christ. He? Dann haben wir Jesus und der Vater. Der Vater ist der Weingärtner. Jesus Christus ist die Rebe, dort, wo die Trauben dranhängen. Das erklärt er uns da. Und dann geht er hin und sagt, ja, und dann wird die beschnitten. Und ihr seht es auf dem Bild, das ich mitgenommen habe. Da oben kannst du das einblenden. Genau. Und die Trauben, die hängen richtig frei, oder so, dass die Sonne überall herkommt, damit sie viel Frucht bringt. Und dann bindet er die auf und er bästelt und macht und tut. Der Vater ist eigentlich der, der die Reben züchtet. Und wo er sagt, hey, genau so will ich es machen, oder? Ich will sie auftun und heben und alle Blätter rundherum weg, dass möglichst viel Frucht und viel Licht an die Trauben da herkommt. Und das ist so eine Sache, oder? Du hast auch wieder ein griechisches Wort, wo man mehrseitig brauchen kann, oder? Das eine ist, es heisst beschneiden, aber auf der anderen Seite heisst es auch aufzurichten, nach oben zu heben, das Erhobene zu tragen oder ertragen oder zu entfernen, was wir am Schluss dann haben. Und so möchte Gott eigentlich dich und mich, wenn wir das da, die Beziehung annehmen, dann kommt die Rebe, kommen wir an Jesus Christus, an
An Rebstock, genau, sorry. Ja, genau. Und dann kommt der Vater und tut uns bächeln und machen, so dass wir wirklich mega gut Frucht bringen können. Und jetzt geht es noch weiter. Wenn wir von Fruchtbringen reden, oder, dann kommen wir schnell wieder in das Leistungsdenken hinein. Oder? Jetzt bin ich da so ein Trübel, wo da an Jesus hängt oder an dieser Rebe hängt. Und jetzt muss ich mir Mühe geben. Oder ich muss jetzt da schöne Früchte bringen und all das. Aber es geht noch weiter, die ganze Geschichte. Jesus sagt, bleibt fest in mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden sein. Denn eine Rebe kann nichts aus sich selber heraus Frucht tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Rebe. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich in ihm, der trägt viel Frucht. Und das ist etwas, was ich so stark finde. Oder? Jesus Christus sagt, schau, ich bin die Rebe und du kannst da dran sein. Und es geht nicht darum, wieder einmal nicht, um den Kreislauf da, ich muss wieder was leisten, ich muss mir Mühe geben und so weiter, sondern es geht darum, ganz nah bei dem Jesus zu sein. Ganz nah in dieser Verbindung bei Gott zu sein. Wir haben wieder die Verbindung vom Vater oder von Gott zu uns Menschen. Durch Jesus Christus hat er seine Liebe gezeigt und dann können wir also als Traube ganz bei Jesus dran sein. Und nur dann fließt es. Und nicht, wenn wir uns besonders Mühe geben. Und auch da merken wir, es ist, das mit dem, ich muss jetzt irgendetwas Frommes leisten, damit Gott gut von mir denkt, ist weit weg. Und Frucht bringen in dem Ganzen hinein ist eigentlich ein anderes Wort für ein Leben, wo nicht Zielverfehlungen drin sind oder immer weniger Zielverfehlungen drin sind. Frucht bringen heisst ein Leben ohne Sünde, wenn man das jetzt so übersetzen will, oder ohne Frucht. Und so kann man unsere Gleichnis, die zweite, ausschreiben und sagen, hey, Glaube plus Nähe gibt Frucht. Das Annehmen, das Glauben an Jesus Christus und an das Herz, an die Liebe, wo Gott, Vater, uns geschenkt hat durch Jesus Christus. Und dann die Nähe zu Jesus, zu dem Andockt sein, zu dem Einklinken und dann können eine Traube sein. Das ist ein Leben mit viel Frucht. Und das bringt Freude für mich, weil ich gute Frucht bringe. Es sind die Eigenschaften da dran, oder? Die gut sind. Und das bringt Freude in mein Leben hinein und bringt aber auch Freude in dein Umfeld hinein, in dein Miteinander hinein. Gewisse Sachen lässt los, die Trübel da, die vielleicht nicht so gut sind, und sagen, ja, der ist eher faul, oder? Den schneiden wir ab. Dann sind wir wieder beim Weingärtner. Es sind wieder so Charakterzüge, wo der Vater abschneidet oder den Finger drauf hat und sagt, ja, das kann ich nicht brauchen. Und wohin kommen sie? Ja, wieder ans Kreuz oder wieder daher. Wo man können sagen, nein, das will ich nicht. Ich will Platz für etwas Besseres, für etwas Neues haben. Durch die Verbindung zum Weinstock. Und wie macht man denn das, da drin zu bleiben, oder in dem mit Jesus verbunden zu sein, damit das alles läuft und so. Und das kann genau so sein, dass man zum Beispiel die Songtexte, wo jetzt gerade bei Country zum Beispiel so viele christliche Lieder sind, wo, ja, halb Amerika hat ja sehr viele Christen, die dort drin sind, wo in diesen Country-Musik unterwegs sind. Wenn man diese Songs auf sein Herz wirken lässt, die Größe von Gott in sein Herz wirken lässt, kann ein Teil sein, oder Worship-Lieder, die uns im Herz gut tun. Oder der andere Teil, das Nächsein bei Jesus Christus, kann sein, wenn ich sage, hey, ich lese nochmal die Geschichte von Jesus Christus. Ich will nochmal ganz genau wissen, wie das jetzt war und dort. Und dann kann Gott durch die Bibel zu uns reden. So fließt das in unser Leben hinein. Oder man bespricht einfach seinen Alltag mit Gott, immer wieder. Man bespricht ihn und sagt, hey Herr, schau, das und das habe ich heute vor. Und ich bin so hässig auf den dort, oder? Und kannst mir nicht helfen da drin. Es ist nicht so, hey, ich bin so hässig auf den und darum schaffe ich das jetzt. Sondern, hey Jesus, hilf mir. Ich will ihm doch vergeben können. Ich will mit ihm einen Schritt machen. Und so, ihr könnt euch vorstellen, die Predigt habe ich schon vielmal durchbesprochen mit dem Vater im Himmel. Danke, Joni. Und so werden wir durch die Verbundenheit zu Jesus Christus immer mehr
quasi in den Charakter von Jesus hineingebracht und haben auch einen Teil von seiner Vollmacht. Jetzt ist nur die Frage, warum erzähle ich das alles an Ostern? Was hat das mit Ostern zu tun? Weil das Ganze wird nicht funktionieren. Alles, was ich erzählt habe, wird nicht funktionieren. Alles, was ihr über Gott schon gehört habt, wird nicht funktionieren, wenn er im Grab vermodert wäre. Weil dann würden wir an einen toten Gott glauben. Wir würden an einen toten Jesus nachfolgen oder an einen toten Reben dranhängen und dort fließt nichts mehr raus, sondern es ist einfach nur ein Hängen. Und so gibt es an Ostern auch viele Beweise, wo man sagen kann, hey, Jesus Christus ist auferstanden. Weil wenn er nicht auferstanden wäre, würde man wahrscheinlich jetzt von ihm gar nichts hören, würde ich jetzt nicht über ihn reden. Aber er ist auferstanden. Und wenn du da historische Fragen willst, noch klären willst, voll cool, ich komme gerne mit dir auf den Weg mit. Da gibt es ganz viele Leute, die das schon vorher gemacht haben. So, ja, also ich glaube nicht an eine Auferstehung. Das ist ja wirklich ein Riesenwitz. Die haben ganze Bücher geschrieben, da können wir gerne miteinander reingehen. Aber das andere ist ja, dass Millionen von Christen Jesus Christus annehmen als der auferstandene König und Herr. Und das ist auch ein Beweis, den wir miteinander anschauen heute Morgen. Und zwar live, oder? Weil der Marco Gottardi hat gesagt, er würde gerne ein Interview geben. Und so möchte ich dich bitten. Du hast deinen Stuhl schon da, gell? Ja, ich tue den mal da. Jetzt müssen wir da auf den Abstand schauen. He? So. Da sitzen wir nun. He? Jetzt hast du es, hä? Das ist gut, das ist gut. Ja, Marco, du bist ja lange Zeit von deinem Leben jetzt ein Stück weit ohne Gott unterwegs gewesen oder ein bisschen mit einer so eher vielleicht leistungsorientierten Religion. Erzähl mal, wie war das gewesen vor dem mysteriösen 2018? Aber so vom Glauben her oder von deinem Herz her? Ich habe immer gut geglaubt. Immer. Ich habe mit ihm geredet, ich habe mit ihm diskutiert, wenn ich allein unterwegs war. Aber einfach nicht in dieser Tiefe. Einfach nicht in dieser Tiefe, die ich jetzt erleben darf. Ich habe mit ihm den Kontakt gesucht, aber nicht gewusst, wie weit ich muss tief gehen muss. Ich war einfach vielleicht noch nicht bereit gewesen für diesen Moment, für mit ihm wirklich unterwegs zu sein. Hast denn du auch gedacht, du müsstest etwas leisten oder irgendwie so, bist du in diesem Kreislauf drin gewesen? Also, wo du angefangen hast mit den Noten zu erzählen und da aufgezeigt hast, aber wegen den Noten und was das alles braucht. Ich habe zu denen gehört, die nicht die guten Noten heimgebracht haben und darum habe ich eben das Gefühl gehabt, das komme ich in dem Fall auch nicht über. Also, das war genau der Punkt. Ja. Okay. Hast du denn das auch auf Gott übertragen in dem Sinn? Du musst ein gutes Leben leben, ums Verwagen? Oder? Ja, auf der Kirche, wo ich aufgewachsen bin, geht dann schon ein bisschen raue Seiten herzu und weiss, wenn da am Abend der Rambazamba herrscht und die ein bisschen alkoholisierten Leute herkommen, dann musst du mit denen schon ein bisschen dementsprechend umgehen und dann musst du auch ein bisschen, bereit sein dazu. Zum halt schnell hinter den Wagen gehen und Klartext reden mit dem, oder? Ja. Aber schau, dass du dann wieder vorkommst, oder? Ja, nicht schlecht. Ja, und du bist ja ein geschaffiger Cowboy, du hast das auch von der Kilby erzählt, dort als Schausteller unterwegs und weißt, was du willst und bist ein hemdsärmeliger, geschaffiger Mann. Und dann kommt 2018, hast du dem Gott begegnet, ein Stück weit. Wie ist das in deinem Herz denn von sich gegangen? Also es ist eine Geschichte dahinter, das ist nicht einfach so passiert, das ist wirklich... Ich durfte einen Mann kennenlernen und der hat mich dann wirklich so begeistert in Alaska während dem Goldwaschen. Und ich habe ihm gerufen, komm da, wir tun schon miteinander einen Lunch nehmen. Und dann sagt er, okay, thank God you say that. Und dann macht er so, is it okay for you if I pray? Dann mache ich, please go ahead. Und dann hat er ein Cowboy-Gebet losgelassen. In tiefsten Cowboy-Manier. Und ich muss sagen, Mann, mir sind die Augen aufgegangen, wir sind die Kiefer runtergefallen
Von diesem Abend weg habe ich ihm jeden Abend bei uns im Camper jetzt nachgekocht, nur dass ich das Cowboy-Gebet wieder gehört habe. Okay. Und das ist eine Freundschaft entstanden. Wir sind sie dann jahrelang immer wieder besuchen und ja, sie haben uns quasi so wie einen Staubsauger, also mich, eingesogen. Und haben uns dann das Ganze näher gebracht. Meine Frau ist um 13 schon beim Übergabegebet hat's gemacht und ich dann halt erst im 18. Und wo dann wirklich der Moment da war, dann ist mir bewusst worden, was das alles ihnen bedeutet und warum wo mir die Fragen beantwortet worden sind, wo ich zu dem Übergabegebet, ist mir dann wirklich bewusst worden, ja, okay, in dem Fall ist das doch da. Oder? Und dann, als ich das Übergabegebet gemacht habe, die Last, die ihnen gefallen ist, also von Edwin, von der Karen, von der Rahel, ich habe gesehen, sie haben brüllt, ich habe gelätscht und Karen, die Frau von Edwin, hat allen angerufen, ihrer Gemeinde, he did it, und ihrer Tochter angerufen, ihrem Sohn angerufen und es war tief bewegend gewesen, oder? Und dann, ja, ist dann für mich dann der Punkt gewesen, hey, da habe ich, glaube ich, doch das Rechte gemacht. Aber sie haben mir jetzt eben auch die Fragen beantwortet, die ich hatte, warum ich den Schritt nie gemacht habe. Ich habe gefragt, was muss ich denn machen? Meine Frau hat sie im 13. gemacht und sie hockt jetzt jeden Tag 2 Stunden auf dem Sofa und liest die Bibel. Ich habe doch die Zeit nicht. Ich habe 20 Stunden auf der Kirche, muss Musik machen und ja. Und ich habe einfach immer das Gefühl, es sind ganz andere Erwartungen da, die da kommen, wenn ich dann das Übergabegebet, es ist einfach eine Angst, diesen Schritt zu machen. Und erst, wo mir dann wirklich bestätigt worden ist, dass das gar nicht so ist. Du musst einfach nach Gottes Wunsch leben und dich gehen nach Gottes Wunsch. Und dann, ja, okay. Und ich bin jetzt sogar schon Bibel lesen. Also, wow, ja. Also von selber ist ja, das ja, gekommen, oder? Wirklich. Okay. Ja, spannend, oder? Zuerst denkt, ja, man muss ja Bibel lesen und dann plötzlich merkst du, es kommt aus dir selber raus, oder? Ein Stück weit. So, dass jetzt will ich ja das. Es ist nicht mehr ein Müssen, es ist weg von dem Leistungskreislauf hin zu dem Liebesbeziehung, oder, den ich ein bisschen erwähnt habe. Jetzt bist du ja angedockt an Jesus, oder? Da haben wir den Trübel. Du bist jetzt da so eine Weintraube, oder, wo bei Jesus dran ist. Und die guten Früchte, merkst denn du jetzt, ich habe da gesagt, der schneidet einiges ab, der Vater, solches, das er an die Sonne hebt, damit es wieder schön wächst. Erlebst du das auch in deinem Christenleben jetzt seit 2018? Ich arbeite daran. Ich arbeite wirklich daran, weil der Edwin, bevor ich das Übergabegebet gemacht habe, hat er mir etwas erzählt von einer Spitzhacke, die er gerne hat. Und ich habe immer das Problem gehabt, wenn ich etwas überkomme, dann muss ich etwas retour geben, weil das habe ich einmal gelernt. Geben und nehmen. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo ich arbeite. Ich kann nie etwas gerne überkommen, weil ich immer das Gefühl habe, jetzt muss ich etwas geben. Ob es bei dem Weihnachtsgeschenk war oder wo, aber sonst das Geschenk war, ich habe immer ein bisschen, ja, Hemmung, es ist so eine Hemmschwelle für mich. Und vor dem Übergabegebet hat mir der Edwin erzählt, er hat hier in einer Goldminenstadt eine Spitzhacke gesehen, ein kleiner Bickel, und der wäre noch gut für seine Schulter, weil er nicht mehr so möge, er ist über 70 und aber der wollte ihn einfach nicht verkaufen, weil das sei anscheinend Dekoration für den Silberschmuck, den er dort aufhängt. Oder? Okay, gut. Und der Edwin und Karen, die haben sich so Zeit genommen für mich, und wollten das über, habe ich genau gewusst, was ich jetzt zu tun habe. Den Kopf lüften, habe ich gesagt meiner Frau, komm, wir gehen noch schnell in die Westernstadt, wir gehen den Kopf lüften. Und ich bin an der Westernstand zu dem Verkäufer an und er gesagt, ich muss das Bieli haben dort, also die Spitzhacken. Dann sagt er, nicht verkäuflich, das ist Dekoration. Ich habe sicher etwa eine Viertelstunde oder 20 Minuten gefälscht mit ihm. Ich habe es dann gehabt. Ich nehme es an, weil der Preis war mir gleich gewesen. Ich musste etwas retour geben für etwas. Und da bin ich am Arbeiten dran. Da bin ich wirklich am Arbeiten dran. Und wenn wir dann schon wirklich dort oben waren, dann sind wir noch ein bisschen durch die Goldgräberstadt durchgeschlendert. Haben miteinander die verschiedenen Läden angeschaut. Dann bin ich in den Laden rein und bin schnurstracks auf ein Schild zugelaufen in diesem Laden rein. Ich schaue das Schild so an, da macht ein Verkäufer hinter dem Tresen. So, you saw my Christian sign. Tell me, how long you been saved? Meine Frau, wie aus einer Kanone geschossen, since 2 hours.
Er hat die Augen aufgemacht, das Maul aufgemacht, kommt hinter dem Tresen hinführen, nimmt mich in den Arm und sagt, «Welcome to the family.» Wow, ja. Das war für mich der Punkt, gesagt, ich habe alles richtig gemacht, ich habe es richtig gemacht. Und von dort weg war das wie ein Zündschlüssel, der umgedreht wurde, der Motor ist gelaufen. Mhm. Und seitdem bin ich ja eigentlich so unterwegs und lerne Tag für Tag mehr von der GVC und von meinen Freundinnen in der GVC und von Gott. Mhm. Mhm. Danke vielmals. Also, das ist ja das Schild, gell, das du da bekommen hast. Ja, das haben wir jetzt bei uns in der Stube. Sehr gut, sehr gut. Jetzt, du hast mir noch eine Story erzählt, weißt, so von wegen Charakterschulung, im Sinn, weißt, früher ist ja einmal der Hammer durch die Gegend geflogen und so. Also schafft der Gott auch noch an dir ein Stück weit? Also der Hammer fliegt nicht mehr über den Kilbiplatz. Ich gehe nicht mehr mit den Alkoholisierten hinter den Wagen oder so. Schickst du jetzt die Jüngeren, oder? Nein, ich habe jetzt nicht eigentlich eine andere Taktik. Also wir bringen das immer gut zu Gang. Und ja, also der Rebell ist eigentlich nicht mehr da. Es ist jetzt eigentlich eher der den Weg sucht im Frieden, der miteinander, anstatt Hupen mal sagt, hey, gehen wir zum Morgenessen miteinander. Oder? Ja, das ist gut. So eine Veränderung spürst du. Also genau, die ist absolut da und das ist wunderschön. Also, meine Frau sagt jedes Mal, wenn du in der GVC bist, im Männerfrühgebet, oder, du kommst immer, mit deinem Mann unterwegs bist, du kommst immer verändert heim. Und das ist genau, weil man das kann ausdiskutieren, wenn man kann reden miteinander. Im Männerfrühgebet oder jetzt am Freitag auf dem wo wir um den Pfäffikersee herumgelaufen sind. Das war tief bewegend und du kommst, ich komme ganz anders heim. Schön. Und jetzt bist du ja auch in einer Krise drin. Wir alle sind in dieser Corona-Krise drin. Du bist besonders getroffen. Alle Kirchen sind abgesagt. Du kannst auch nicht mehr so richtig Konzerte geben und so weiter. Und ich meine, ist da Jesus mit drin in dieser Krise? Merkst du da, wie Vater dich versorgt? Oder? Ich habe ja gesagt, der schaut, dass es einem gut geht und die Sonne auf einem scheint und so weiter. Merkst du das auch? Oder wie ist das? Sehr, sehr. Also, ich habe früher 20 Stunden auf dem Kilbiplatz gearbeitet. Kilby, oder die Musik bis morgen um 2 und dann habe ich noch auf Kilby zumachen, morgen um 4 oder was auch immer. Und dann um 8 bin ich schon wieder da gewesen, weil wir Gottesdienst im Autoscooter rein. Also, von dem her merke ich das sehr, dass ich enorm viel mehr Zeit habe. Ich habe enorm viel mehr Zeit, habe ich gemeint, aber ich bin jetzt arbeiten. Wir haben nicht so viel davon, aber es hat enorm viel verändert in mir. Ja, ich gehe ganz anders um mit meinem Vater, viel ruhiger. Es ist nicht so einfach mit ihm, aber es ist viel ruhiger und schöner, indem dass ich so mit dem Gott unterwegs bin und mit ihm dann auch quasi sein Ziel anschauen und Vater sein Ziel, also meinem lieblichen Vater, bringe ich so eigentlich, ich schmunzle immer, wenn er wieder etwas... Früher hätte ich den Hammer quer durch die Werkstatt durchgerührt, aber jetzt schmunzle und mache es gut, tipptopp, schön, ist super, ja. Genau. Oder eben dann, halt, wie man dann umgeht miteinander selber. Das ist enorm für mich jetzt wirklich irrsinnig schön. Und wir werden getragen von Gott, das darf ich sagen. Der Joni hat im Februar einen Gottesdienst gehalten, Gott versorgt, Februar 20. Und wir erleben es am eigenen Leib, Gott versorgt. Ich habe meinen Hut unter dem Stuhl gehabt und ihn wieder anlegen nach dem Gottesdienst, hat das Geld reingekommen. Wir haben Geld im Briefkasten gehabt, im Kuvert rein. Wir haben Geld unter dem Scheibenwischer gehabt. Ich bin gesund, ich konnte arbeiten. Also, und was mir sehr wichtig ist zu sagen, der Bund hat uns Geld versprochen, Härtefallgelder, was auch immer. Wir haben alles bekommen. Also das darf man auch mal sagen. Wir werden getragen, so wie es der Joni im Februar gesagt hat. Und das ist natürlich auch sehr wichtig. Dann weisst es funktioniert und es stimmt. Und bist auf dem rechten Weg. Danke vielmals, Marco, für deine Offenheit. Ja, könnt schon einen Applaus geben. Das ist wirklich... Schön von dir zu hören, wie du mit Gott unterwegs bist, seit 2018 Veränderungen erleben, da zu sehen und jetzt auch Versorgung zu haben. Wirklich sehr gut. Und danke vielmals, hast du da auf der Bühne aus deinem Leben heraus erzählt. Danke vielmals. Danke auch, Messi.
Jesus ist auferstanden. Es ist real. Er wirkt im Leben. Wir haben es jetzt da gehört von Marc und ich glaube, viele von euch könnten genau so erzählen, wie real Gott ist. Und so macht er einen Aufruf. Jesus Christus macht einen Aufruf und sagt, schaut, ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Jesus sagt, glauben wir an das, nehmen wir die Beziehung an, dann werden auch wir auferstehen eines Tages, werden auch wir leben. Jesus Christus ist der Erste in allem innen, im Tod und im Leben, in der Auferstehung. Und wir durch den Glauben können ihm da hineinkommen. Und wir werden eines Tages auferstehen und mit ihm gehen. Ich glaube und vertraue an die Auferstehung. Und ich vertraue und glaube daran, dass er lebt und uns gehört. Weil sonst hätte das Gebet ja gar keinen Sinn. Die wir an Jesus Christus richten. Und so können wir heute Morgen auch sagen, hey, und ich will das, mit dem Gott reden, mit dem Jesus Christus reden, wo auferstanden ist und lebt. Und wir können unsere tiefsten Sachen mit ihm teilen. Wir können das Leben teilen, mit ihm hergehen. Man kann das im Herz machen, auf eine ruhige Art und Weise, so für sich. Oder man kann das laut machen, wie man will. Und das ist so eine schöne Sache zum Wissen, Jesus Christus lebt, er ist im Himmel, er ist auferstanden, aufgefahren, auffahrt feiern wir noch, dann gibt es ja auch noch Pfingsten, da kommen dann die Sachen noch dazu. Aber so das Entscheidende, er lebt, ist im Himmel und gehört uns. Und kann uns empfehlen und helfen auf dem Weg, wo wir da jetzt noch zu tun und zu gehen haben. Und das ist so eine Sache, wo man sagt, hey, genau, ich will das auch. Ich will doch auch so einen Helfer, so einen Beistand im jetzigen Leben, dass mein Leben zielgerichtet wird, dass ich Jesus Christus auch eines Tages kann in der Ewigkeit begegnen kann. Und das ist ein einfaches Gebet, wo man ihm sagen kann, wo man kann beschwätzen und da möchte ich euch das gerade vorbeten. Wer will, darf gern da im Herz hinein oder auch sonst daheim in den Stuben oder so nachbeten. Ist das Gebet ganz einfach. Jesus, ich erkenne meine Zielverfehlung in meinem Leben, also auch die Sünde. Da haben wir es auf dem Kreislauf. Jesus, es tut mir leid, dass das so gelaufen ist. Und ich nehme dieses Geschenk, dass du die Strafe gezahlt hast, gern an. Ich möchte von jetzt an dir hängen, Jesus, wie eine Traube. Ich möchte mit dir verbunden durchs Leben gehen. Und ich möchte Frucht bringen. Danke für deine Liebe und hilf da dabei. Amen. So einfach und so nah können wir mit Gott unterwegs sein. Jesus geht aber noch weiter und sagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Und wenn ihr etwas habt im Herzen, im Leben, wo euch bedrückt, wo euch schwierig fällt, zum Beispiel irgendeine Charaktereigenschaft, eben so Hämmer, die fliegen oder Sachen, oder vielleicht etwas, was ihr mit dieser Zeit in Corona schwer habt. Jesus Christus, wir feiern Ostern, ist auferstanden, lebt und hört jedes Gebet. Und so kann man jedes Anliegen ihm auch bringen. Und da wäre auch jetzt Zeit, dass man sagen kann, hey, ja, ich will für mich beten lassen, ich will selber beten, ich will mit dem Gott das besprechen. Aber wir helfen auch gerne in dem hinein, dass man miteinander das besprechen kann. Es gibt ein Gebetsteam in jedem Raum, also da hinein könnt ihr rausgehen und für euch beten lassen. Und aber auch im Übertragungsraum hinten dran gibt es Möglichkeit, um für sich beten zu lassen. Online ist klar, ihr könnt dort den Button drücken fürs Gebet und dort hineinschreiben, was eure Anliegen sind. Und auf der anderen Seite, wenn wir lieber telefonieren, von daheim aus oder so, könnt ihr gerne die Telefonnummer wählen, die wir jetzt hier eingeblendet haben.
Und so möchte ich euch auffordern, hey, redet mit dem auferstandenen Gott. Er hört euch und er nimmt eure Anliegen ernst. Ich will noch beten zum Schluss. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir zusammen mit dir durchs Leben gehen. Ich danke dir für Ostern, dass du verstanden bist und mit uns durchs Leben kommst. Es ist einfach ein gewaltiges Vorrecht, dass du mit uns bist, Gott mit uns. Und ich danke dir, dass du jedem von uns hilfst, ein zielgerichtetes Leben zu führen. Amen. Jetzt darf ich die Band wieder bitten für die nächste